Ja, und Advent kommt aus dem lateinischen Adventus und bedeutet Ankunft. Norbert, bei dir zu Hause, hast du auch einen Adventskranz? Ja, wir haben auch immer einen Adventskranz gehabt, also damals bei meinen Eltern noch zu Hause. Und dann waren wir zwischenzeitlich ja in Südamerika, da war es dann zu heiß für den richtigen Adventskranz. Das war der Grund, dass wir den in Bolivien zum Beispiel nicht haben konnten. Aber dann, als wir zurückkehrten in die Schweiz, haben wir als Familie, also besonders auch mit den Kindern, immer einen Adventskranz gehandhabt. Und das war eine ganz wunderschöne Zeit, eine richtig gute Einstimmung so auf das Weihnachtsziel hin. Ja, Ja, das ist wirklich so. Adventskranz, das ist ja ganz was Interessantes. Es wurde ja erfunden im Grunde genommen von einem Herrn Hinrich Wichern, Ja. 1839. Ja. Und der war Leiter von einem Heim. Und der hat auch viele Kinder da aufgenommen, um diesen Kindern Weihnachten nahezubringen. Und auch die Vorbereitungszeit für Weihnachten hat er diesen Adventskranz erfunden. Damals war das noch ein Adventskranz auf einem Wagenrad mit 24 Kerzen. Ja. Da konnte er jeden Tag im Dezember, vom 1. Dezember bis 24. Dezember, konnte er Tag für Tag den Kindern zeigen und sie hinweisen, bald ist das Fest von Weihnachten. Heute sind es noch 4 Kerzen für jeden Adventssonntag, eine Kerze. Und eben die Frage ist einfach die, Advent, was bedeutet denn das überhaupt? Also vielleicht noch mal ganz kurz deshalb auch zurück zu den Kerzen. Also heute sagt man ja von 24 damals, war übrigens eine gute Einrichtung, finde ich. Ja, finde ich sehr dieser schön. Mann, Genau. der hat das den Kindern doch richtig lieb gemacht. Ja, das Genau, darf man doch genau. schätzen. Ja, und man sagt ja gut, heute 4 Kerzen, also eine Kerze, 2 Kerzen, 3, 4 Kerzen, das ist die Zunahme des Lichtes auf Jesus hin. Das soll ein Symbol gewesen sein und dann soll das auch hingedeutet haben auf die 4 Himmelsrichtungen oder die 4 Enden der Welt, für die Jesus gekommen ist und die Ja, er erleuchten möchte. Vielleicht auch die 4 Evangelien? Also das ist sicherlich ein ganz guter Gedanke. Ich weiß jetzt nicht, ob das damals aber es kann durchaus gewesen sein. Ja, also das kann ich mir sehr, sehr gut so vorstellen, ja, tatsächlich. Ja, und Advent bedeutet ja eben, kommt aus dem Lateinischen, habe ich nachgeschlagen, kann man ja heute alles leicht in Büchern oder im Computer, kommt aus dem lateinischen Adventus und bedeutet, das wissen wir, Ankunft. Also ist die Vorbereitungszeit, das Hinblicken, die Erwartung auf das erste Kommen des Herrn Jesus Christus in diese Welt als der Erlöser. Ja, Adventus Domini, also Ankunft des Herrn. Des Herrn. Was wunderbar ist, und ich denke, es ist doch was Schönes, wenn man sich ganz bewusst auch auf dieses Fest vorbereiten darf. Ja. Oh ja. Wenn man sagen darf, ja, ich tue mich ganz bewusst innerlich vorbereiten. Klar, wir sollen immer bereit sein, den Herrn zu empfangen. Aber eben, schön ist es, wenn man ganz bewusst sich darauf vorbereiten darf. Nun, Ankunft des Herrn. Gibt es da auch biblische Hinweise? Ich glaube ja. Also ja, ich habe mir da auch jetzt interessant, dass du die Frage stellst, weil ich habe mir das auch ich habe mir auch diese Frage gestellt und interessanterweise bin ich jetzt sogar von den Evangelien auf 4 Hinweise gekommen, sagen wir mal von 4 Persönlichkeiten, 4 Kerzen, in Anführungsstriche jetzt natürlich. 4 Evangelien. Ja, genau. 4 Evangelien, wie du sagtest, die ganz bewusst auf den Herrn Jesus gewartet haben oder ihn erwartet haben. Und da beginne ich mal mit der ersten Kerze in Anführungsstriche, das ist Johannes der Täufer gewesen. Genau. Als Embryo, ja, wenn man sieht, Maria, die war damals, ich glaube, im 3. Monat schwanger und ist dann zu Elisabeth gegangen, hat die besucht. Und als sie mit dem Embryo Jesus im Bauch zur Elisabeth kam, die schwanger war mit Johannes dem Täufer, die war im 6. Monat, heißt es ja, dass ihr Kind, also Johannes der Täufer, der dann später geboren wurde, vor Freude in ihrem Leib hüpfte. Und er war ja dann auch nachher der Wegbereiter des Herrn Jesus Christus. Und das begann schon als Embryo. Also das ist sozusagen die erste Erwartung oder die erste Kerze. Ne? Die zweite ist vielleicht
Simeon. Ja, Über ihn Mann, heißt es ja, der hat ja dann das kleine Jesuskind, Jesus-Baby auf dem Arm. Und es heißt, dass er eben in Jerusalem war und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israel. Ne? Und er sagt dann, jetzt haben meine Augen deinen Heiland gesehen. Jetzt kann ich in Ruhe sterben, in Frieden sterben. Und interessant ist auch da noch, finde ich, dass der Simon, er segnet nicht das Kind. Er segnet die Eltern. Ja, weil der Segnende ist ja Jesus Christus. Ja, wunderbar. Aber deswegen nimmt der Simon, er lobpreist den Herrn und er segnet die Eltern. Fantastisch. Was für ein riesengroßes Geschenk. Ja, und da sehen wir auch, wie genau und spezifisch heilsgeschichtlich die Bibel ist. Ja, ne? das Wort Gottes mit ganz solchen klar. Nuancen so viel gesagt. Ja, Gut, dritte Kerze würde ich dann sagen, Hannah, die trat ja dann gleich nach Simeon auf im Lukas-Evangelium und die trat hervor und redete von ihm, also von Jesus, zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Genau. Also wieder ein Warten. Das heißt, es war eine ganze Gruppe, die gewartet hat. Ja. Und die Hannah war auch jetzt explizit da. Ja, ganz genau. Faszinierend. Und Gott hat sie gebraucht, zu denen zu sprechen, die eben in Erwartung standen. Ja, da vielleicht auch noch was Gutes, was Interessantes. Sehr gerne, Weil sehr diese gerne. Frau war ja über 80 Jahre alt. Ja. Und das heißt, sie hat ihren Mann sehr früh verloren und hat die ganze Zeit auf den Trost Israels gewartet. Ja. Mindestens 60 Jahre lang. Also wohl dem, der das tut. Auch heute. Ein Riesengeschenk. Ja. Gut, dann würde ich die dritte Gruppe nehmen, als vierte Kerze, die auf den Herrn Jesus wartet. Und das waren die Weisen aus dem Morgenland, weil die müssen das ja schon gewusst haben, dass da mal der Erlöser kommt. Und sicherlich haben die den Sternenhimmel auch immer beobachtet im Blick auf diese Erwartung. Und da heißt es ja dann auch, als sie dann kamen nach Bethlehem, da sprachen sie: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Also auch die standen in praktischer Erwartung, haben sich auf den Weg gemacht, um Jesus Christus zu finden. Ja, das ist sehr, sehr interessant und ich glaube, das gibt auch gerade eine Brücke zum Alten Testament. Woher wussten die Weisen? Man nimmt ja an, die kamen wahrscheinlich aus dem Irak, Iran, aus dem Gebiet, wo früher der Daniel war, der Prophet Daniel. Ja. Das heißt, wir haben auch alttestamentliche sogenannte Kerzen. Ja. Kerzen, die hinweisen, dass der Messias eines Tages kommen würde. Ja, absolut. Auch im Alten Testament Advent, Hinweis, Jesus kommt, der Erlöser wird geboren. Nur darum konnten die ja jetzt, ob Johannes der Täufer oder eben Simeon, Hannah oder auch die Weisen aus dem Morgenland und andere viele in Israel, in Jerusalem, nur darum konnten die ja warten und erwarten, weil sie das aus dem Alten Testament wussten. Genau. Hast du da auch zum Beispiel so 4 Kerzen im Alten Testament? Ich habe mir ein paar aufgeschrieben. Vielleicht hast du was zu sagen zum Beispiel? Nein, ich habe jetzt Mose. Nein, also wenn du da jetzt 4 hast, dann wäre das sehr gut. Ich habe jetzt 4 neutestamentliche, in den Evangelien, du vielleicht 4 alttestamentliche. Es gibt natürlich unzählig mehr. Ja, ganz klar, ganz klar. Ich dachte jetzt ganz prägnant an Micha Kapitel 5, Vers 1, das ist die Stelle, ne, Bethlehem. Und du, Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein. Aus dir wird mir hervorkommen, zukünftig, der Herrscher über Israel sein soll und so weiter und so fort. Also das, und Jesus ist ja dann auch tatsächlich, ist logisch. Ich glaube 700 Jahre später in Bethlehem geboren. Also faszinierend. Einfach das Wort Gottes ist so, weißt du, wie so ein Puzzle, das sich zusammensetzt. Ja. Und es gibt ein Bild und dieses Bild zeigt uns Jesus Christus, der Erlöser dieser Welt. Ja. Einfach faszinierend. Ja. Aber zum Beispiel, ich denke an den Mose, an den alttestamentlichen Mose, der Repräsentant des Gesetzes, und er sagt, einen Propheten wie mich wird der Herr erwecken. Auf den sollt ihr hören. Ja, genau. Nicht auf das Gesetz, sondern auf den Erlöser. Das ist eine Kerze, Oder zum Beispiel der Daniel. Oder der Daniel in seiner 70. Jahrwoche, wo er ganz klar hinweist, es wird einer kommen. Ja. Es wird einer kommen. Faszinierend. Oder auch der Malachit, hast du auch da, er sagt, es wird einer kommen. Es wird der kommen. Ja. Und faszinierend, so viele alttestamentliche Stellen, eben die Hannah hast du schon erwähnt und so weiter. Faszinierend. Aber neu zum Beispiel auch Advent im Neuen Testament, du hast schon einige Stellen erwähnt, aber gibt es nicht auch noch, weißt du, ich denke mal so wie
gibt es im Neuen Testament Kerzen, die hinweisen, dass der Messias bald wiederkommt. Wir haben das erste Advent haben wir gefeiert. Ja. Oder? Weihnachten ist geschehen, oder? Ja. Galater 4, Vers 4 sagt ganz klar, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, Ja. geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Ja, das ist jetzt eben der Punkt. Ich meine, das erste Kommen Jesu, man sagt ja, 300 Verheißungen des Alten Testamentes haben sich mit dem ersten Kommen Jesu erfüllt. Das ist ja nachvollziehbar, das haben manche auch wirklich jetzt nachgerechnet oder nachgeforscht belegt in der Bibel. Genau. Und ja, das bezog sich ja auf die Verheißung als Erlöser. Und jetzt gibt es ja noch viele Verheißungen auf denselben Herrn Jesus Christus, der die Erlösung vollbracht hat, für uns, die sich auf seine Herrschaft beziehen. Und die hat er ja in dem Sinne noch nicht angetreten. Und da müssen sich die Verheißungen ja auch noch erfüllen. Also in dem Sinne, Jesus muss wiederkommen. Jawohl. Und es gibt Zeichen auch der Erwartung im Blick auf seine Wiederkunft. Jawohl. Und die große Frage ist, stehen wir auch diesbezüglich im Advent, Jawohl, in der Erwartung seiner Rückkehr, ja? Also das ist genau das, was du sagst. Zum Beispiel die Jünger haben den Herrn Jesus gefragt, ja, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein? Ganz genau. Und was wird das Zeichen deiner Herrschaft sein? Ja. Wenn wir zum Beispiel nachlesen, Matthäus 24, Vers 3, wo sie fragen, sage uns, wann wird dies geschehen? Ja. Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Also das heißt, schon im Neuen Testament, ganz am Anfang, wird uns wieder hingewiesen, es kommt noch ein zweiter Advent. Ja. Und dann natürlich auch die Briefe der Apostel, alle Apostel sind ja dann voll im Blick. Ist ja enorm, wie viel Prophetie in den apostolischen Briefen steckt. Petrus zum Beispiel oder selbst Jakobus, in so kleinen Judas, nur ein Kapitel und redet so eindringlich über die Wiederkunft Jesu, ja ganz zu schweigen von der Offenbarung. Ne? Ein praktisch rein prophetisches Buch, das endet mit dem Hinweis, siehe, ich komme bald. Und die Gemeinde antwortet daraufhin, Amen, komm, Herr Jesus. Ja. Also sie steht in Erwartung. Und das ist die Frage, die ich mir jeden Tag stelle. Nach Möglichkeit möchte ich jeden Tag beten, komme bald, heute. Ja. Maranatha, komme bald, wenn es geht, heute noch. Ja. Also das mache ich auch, ich stehe auf, bevor ich aufstehe überhaupt. Ja. Dann, Herr Jesus, vielleicht kommst du heute. Ja. Ich möchte dich heute erwarten. Ja. Und das ist eine so ganz andere Haltung. Zum Beispiel auch der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus, seine Briefe sind ja voll von dieser Erwartungshaltung. Ja. Immer wieder neu, immer wieder neu. Zum Beispiel Titus 2, Vers 13. Da sagt er, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung des Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Ja. Ich denke, Jesus hat ja auch gesagt, wird der Menschensohn Glauben finden, wenn er zurückkommt. Es gab damals etliche bei der ersten Ankunft Jesu in Jerusalem und anderen Teilen Israels, die auf Jesu, auf den Messias, sagen wir mal, gewartet haben. Aber der größte Teil nicht. Vor allen Dingen die Frommen ja nicht. Denen war das so egal. Das ist so. Ja. Es war eine alte Hannah, einen alten Simon. Ja. Es waren einige Jünger, aber der Großteil. Ja. Und ich frage mich, wie ist es heute? Ist das ein Punkt, ein Thema in unseren Gemeinden? Nicht nur der ganze Ratschluss gehört dahin, aber auch Jesus kommt zurück. In unseren Bibelschulen ist das ein Thema. Stehen wir in Erwartung? Ja? Ich möchte nur noch einen Vers lesen. 2. Timotheus 4,8. Ja, da spricht Paulus von sich kurz vor seinem Lebensende. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. Nicht allein, aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung Liebe haben. Ja. Das ist es. Und das möchte ich, und das gehört auch verkündigt und darum auch wir als Mitternachtsruf. Ja, das ist mit einer der Aufträge. Das ist mit einer, nicht der einzige Auftrag, aber mit einer der Aufträge, dass wir hingehen und sagen, Leute, wir haben es mit einer lebendigen Person Hoffnung. zu tun, der wiederkommt, wunderbar, lebendige Hoffnung, lebendiges Wort. Genau. Ja.
Aber siehst denn du heute zum Beispiel, du hast jetzt einen Punkt erwähnt, eben, dass leider dieses Naherwartung viel zu wenig heute verkündigt wird, eine Not. Aber gibt es noch mehr so Anzeichen, dass vielleicht Jesus bald kommt? Ja, also ich glaube, wir durchleben das gerade, ich nenne jetzt mal so ein Wort, Zeitenwende. Jawohl, ja. Also Daniel, du hast eben darüber gesprochen, der hat ja schon gesagt, Gott ändert Zeiten und Stunde, glaube ich, oder genau. Zeitpunkte, genau. Ja, genau. Daniel Kapitel 2. Ja, und das hat er jedes Mal, wenn ein neues Reich kam, eine neue Weltherrschaft, er sieht ja diese vier Weltherrschaften kommen, hat Gott das jedes Mal getan. Und als Jesus kam auch, als die Zeit erfüllt war, die Zeit wurde gewendet. Und man kann sich täuschen, aber ich habe so den Eindruck, für mich jetzt persönlich auch gesprochen, also seit der ganzen Corona-Zeug und so weiter, vielleicht schon ein bisschen vorher, wir leben heute, da hat man ja auch immer gesagt, es wird nie wieder so sein wie früher. Ja. Wir leben heute in einer Zeitenwende, die dazu dient, dass etwas Neues kommt. Genau. Vielleicht das, was uns in der Offenbarung prophezeit ist. Ja. Klar, angefangen hat es für mich auch ein Stück weit, diese Zeitenwende 1882 mit der Rückkehr der Juden, ja, sowieso. Dann 1948, Staatsgründung Israels. Ja. Und gleichzeitig auch, was du gesagt hast, diese Zeitenwende, aber ich habe auch den Eindruck, auch eine Zeitenwende in unserem christlichen Abendland. Ja, das sieht man ja ganz deutlich. Das siehst du so deutlich, wie alles Christliche heute wird auf den Abfall geschmissen. Ja, du gehörst nur noch zur Geschichte, ist aber nicht mehr Geschichte. Das ist ein riesengroßes Problem, eine Not. Und der Herr Jesus hat das auch gesagt in Matthäus 24,12. Die Liebe wird in vielen erkalten. Diese Dinge. Und aber was für mich auch eine ganz, ganz große Kerze ist, diese Kerze, eine Kerze der Hoffnung, das ist nämlich die Kerze, dass Israel heute wieder anfängt, nach dem Messias zu fragen. Ja. Also ein großer Teil. Man sagt, dass die messianische Gemeinde stark wächst eigentlich im Verhältnis zu anderen Ländern und Nationen. Ja. Der Widerstand nimmt aber auch sehr zu, das ist so. Vor allen Dingen der Orthodoxen. Ne? Ja, und das zeigt dann auch wieder, es erfüllt sich dann das, was der Herr Jesus sagt in Matthäus 24 und 25. Sie werden euch vor die Synagogen nehmen. Ja. Und es ist wirklich faszinierend zu sehen. Und für mich ist eine große Kerze, die heißt, wie der Herr Jesus sagt in Matthäus 23, 39, wo er sagt, ihr, also das Volk Israel, ihr werdet mich nicht sehen, bis das ihr sprecht, gelobt sei, der kommt im Namen des Herrn. Ja. Auch hier wieder Advent. Ja, absolut. Wenn Sie anfangen, in Israel nach dem Messias zu fragen, nach diesem heilsgeschichtlichen Advent, dann wird er kommen. Ja. Und deswegen, wir haben die beste Hoffnung, wir haben, ich möchte das vielleicht so sagen, 4 Kerzen der Zuversicht. Nämlich, wir haben die Hoffnung, Jesus kommt bald wieder. Aber auch die Hoffnung, dass er nie uns als Gemeinde verlassen wird. Amen. Wir haben die Hoffnung, das Beste kommt noch. Und wir erwarten Jesus Christus heute. Gibt es eine bessere? Nee, gibt es einen besseren Advent? Nein. Das ist genau das. Ich glaube, das ist die Sache auf den Punkt gebracht. Oder vielleicht nochmal für diejenigen, die jetzt zuschauen oder zuhören. Es hat ja mal ein Dichter gesagt, Silesius, glaube ich, hat er geheißen, genau, wäre Christus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in deinem Herzen, du wärst verloren. Genau. Also bei allem Reden und sich freuen, auch über Advent und über Weihnachten, aber hier möchte Jesus rein. Hier möchte Jesus rein. Deswegen sagt auch die Bibel, gib mir meinen Sohn, meine Tochter, dein Herz. Ja. Jesus möchte, dass Advent wird, in unserem persönlichen Leben. Ja. Amen. Amen, jawohl. Dankeschön. Wenn wir schon bei Weihnachten sind, für die Adventszeit einmal dieses Büchlein Advent, 24 Andachten. Also verschiedene Mitarbeiter unseres Werkes haben 24 kurze Adventandachten erstellt und während 24 Tagen, also während der Adventszeit, kann man sagen, dürfen Sie jeden Tag eine Andacht lesen und hoffentlich erquickt werden. Das ist das eine und dann noch das andere. Das wird dann auch später unten eingeblendet, dieses Andachtsbuch auch nochmal. Wir haben eine Weihnachtsproduktion erstellt, die kostenlos ist. Und zwar geht es dabei um eine Weihnachtskarte. Nur ein Weihnachtskind trägt diese Weihnachtsproduktion als Titel. Nur ein Traktat. Da ist ein QR-Code drauf. Hinter dem QR-Code verbirgt sich dann ein wunderschöner Film zur Weihnachtszeit. Und damit möchten wir
viele Menschen in der Weihnachtszeit erreichen. Also wie gesagt, das wird dann nachher unten eingeblendet.